Habt ihr übrigens gewusst, dass die freie Meinungsäusserung erst 1999 in die Schweizer Verfassung ist aufgenommen wurde? Lieber später als nie, höre ich jetzt da ein paar von euch sagen. Das Problem ist, dass die Schweizer Verfassung eine Hintertür offen lässt. Und darum können die Behörden uns das Grundrecht auch wieder wegnehmen. Heute habe ich eine besonders spannende Recherche für euch. Mit dem Titel «Zensur gegen Andersdenkende. Die Schweiz und die USA im Vergleich». Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen aus Kalifornien, am Strand von Los Angeles, wo ich mit badmeisterlichem Überblick und Doc-Filmer lästigem Gewunger alle Wochen ein Thema in die Hüpel nehme. Hier die Übersicht, die wir heute ein bisschen genauer herstellen. Zuerst vergleichen wir, wie die Redefreiheit verankert ist in der Verfassung der USA und der Schweiz. Dann zeige ich euch, wie die Schweizer Verfassung deutlich mehr Einschränkungen zulässt als im Vergleich zu Amerika. Interessant dann auch, wenn ich euch an konkreten Beispielen zeige, was man hier in den USA dürfen sagen, was man in der Schweiz aber verbieten würde. Und dann noch meine Meinung zum Ganzen. Darum dranbleiben bis zum Schluss. Also, seid ihr dabei? Cool. Legen wir los. Vollgas. Die Redefreiheit ist in den USA seit dem Anfang, also seit 1791, fester Bestandteil der Verfassung. Schauen wir ganz kurz die groben Bestandteile der US-Verfassung an. Die besteht aus hauptsächlich 3 Teilen. Erstens die Präambel. Das ist die Einleitung. Dann zweitens der Hauptteil. Der besteht aus 7 Artikeln. Die regeln, welche Aufgaben und Pflichten haben der Kongress, der Präsident, das Gericht etc. Dann drittens Zusatzartikel, die sogenannten Amendments. Die verändern oder ergänzen bestimmte Regeln. Im 1791, bei der Einführung der Verfassung, hat es genau 10 Amendments gegeben. Die sind bekannt unter dem Begriff Bill of Rights. Die sind extra geschrieben worden, um die Rechte der einzelnen Bürger zu schützen, besonders vor dem Staat. Falls der mit der Zeit zu viel Macht bekommen sollte. In den USA gilt die Bill of Rights als Symbol für Frieden, Eigenverantwortung und Misstrauen gegenüber staatlicher Kontrolle. Das sogenannte First Amendment von der Bill of Rights, also von diesen original ersten 10 Ergänzungen, garantiert die Redefreiheit. Das heisst, jeder darf seine Meinung sagen, schreiben oder veröffentlichen, auch wenn diese Meinung unbequem ist oder der Regierung nicht passt. Vor allem der James Madison, der Hauptautor der Bill of Rights, hat gekämpft dafür. Für ihn war klar, ohne freie Meinungsäusserung gibt es keine echte Demokratie. Darum steht im First Amendment ganz deutlich, der Staat darf keine Gesetze erlassen, die die Redefreiheit einschränken. Auch Meinungen, die viele Menschen ablehnen oder als provokativ empfinden, sind geschützt. Aber auch in den USA ist die Redefreiheit nicht vor Angriffen verschont. Die Carola-Krise hat hintendrein gezeigt, dass die Meinungsfreiheit ist eingeschränkt wurde. Ob illegal oder nicht, darum wird immer noch gestritten. Die damalige US-Regierung ist da ziemlich clever vorgegangen. Sie hat keine neuen Gesetze beschlossen, das wäre klar verfassungswidrig gewesen. Aber dank Hearings, also Anhörungen im Kongress, weiss man heute, dass die Regierung Druck auf Online-Plattformen wie Twitter oder Facebook, aber auch Banken und Buden ausgeübt hat, damit die Kommentare gelöscht oder Kunden ausgesperrt haben. Und das First Amendment schützt eben nur von Zensur von der Regierung, nicht von privaten Akteuren. Das zeigt, auch in den USA ist die Redefreiheit nicht immer absolut gewährleistet. Trotzdem bleibt das First Amendment ein starkes Fundament. Im nächsten Kapitel schauen wir, wie es mit der Redefreiheit in der Schweiz aussieht. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz darf ich etwa so ziemlich alles sagen, wenn es nicht extrem beleidigend oder kriminell ist. Aber das stimmt eben nur teilweise. Ich hoffe, man versteht mich, weil die Wellen kleppen da ein paar Meter vor der Kamera am Strand. Die Redefreiheit ist in der Schweiz noch nicht so absolut wie in den USA und ist auch gar nicht so tief verankert in der Kultur. Die Wahrheit ist, sie ist weniger stark geschützt als hier. Und die Verfassung erlaubt dem Staat deutlich mehr Spielraum für Eingriffe. Viele wissen zum Beispiel auch gar nicht, dass die Meinungsfreiheit erst seit 1999 ausdrücklich in der Bundesverfassung erwähnt wird. Und zwar im Artikel 16. Die Schweizer Verfassung geht beim Schutz der Meinungsfreiheit einen schönen schweizerischen Mittelweg. So garantiert der Artikel 16 das Recht auf freie Meinungsäusserung.
Der Artikel 36 erlaubt aber gleichzeitig auch wieder Einschränkungen. Die Schweiz will also einerseits eine individuelle Freiheit aufrechterhalten, aber andererseits stellt man dann auch die Gesellschaft als Gruppe über das Individualrecht. Das Hintertürchen offen lassen, um Redefreiheit doch noch einzuschränken, hat historische Gründe. In ganz Europa war die Meinungsäusserung lange stark eingeschränkt. Monarchien, Kirchen und Obrigkeiten generell haben über Jahrhunderte bestimmt, was gesagt sein und was nicht. Erst durch die Aufklärung und die Französische Revolution ist die Idee von einer freien Meinungsäusserung aufgekommen. Aber noch, als man die erste Bundesverfassung eingeführt hat, im 1848, ist nur die Pressefreiheit erwähnt worden. Es hat dann noch 151 Jahre gebraucht, bis dann 1999 die Redefreiheit als eigenes Grundrecht in die Verfassung ist aufgenommen wurde. Im nächsten Kapitel vergleichen wir, was genau die Einschränkungen sind und vergleichen auch wieder die Schweiz mit den USA. Bevor wir zu den Einschränkungen zur Redefreiheit gehen, zuerst vielleicht noch kurz den Vergleich über den Umfang von beiden Verfassungen. Für das man sich ein bisschen vorstellen kann, wie umfangreich die beiden Schinken sind. Die Verfassung der Amis umfasst ca. 7600 Wörter. Wenn man die mit Schreibmaschinen auf A4-Papier nachtippen, gäbe es etwa 28 Seiten. Die Schweizer Bundesverfassung umfasst ca. 16'000 Wörter, umgerechnet etwa 58 Seiten. Also etwa doppelt so umfangreich wie die US Constitution. Wieso einfach machen, wenn es so kompliziert geht? Aber zurück jetzt zum Kern des Themas. Dort, was wehtut, zu den Einschränkungen der Redefreiheit. In Amerika ist es ziemlich einfach. Da gibt es das First Amendment, das die freie Meinungsäusserung garantiert. Und da gibt es einzig vorhandene Gerichtsurteile vom Supreme Court, vom obersten Gericht, die ganz wenige Einschränkungen zulassen, auf die sich alle Richter dann abstützen können. Zum Beispiel hat das oberste Gericht bis heute nur ganz wenige Einschränkungen zugelassen. Im 1942 das Verbot von sogenannten Fighting Words, also Beleidigungen, die in einer entsprechend hochexplosiven Situation sofortige Gewalt provozieren können. So haben sie es beschrieben in diesem Gerichtsurteil. Oder 1964 Öffentlichkeitsarbeit und Medien dürfen auch falsche Aussagen über Politiker machen, solange keine beabsichtigte Bosheit vorhanden war. Und dann 1969 als letztes Gerichtsurteil, Gewaltaufrufe dürfen nur verboten werden, wenn sie unmittelbar zur Gewalt aufrufen. That's it, würden sie hier sagen. Jetzt zur Schweiz. In der Bundesverfassung werden alle Grundrechte aufgeführt. Also, wie wir jetzt gelernt haben, auch die freie Meinungsäusserung im Artikel 16. Aber es gibt eben auch eine Hintertür. Und zwar in der gleichen Bundesverfassung unter dem Artikel 36, wo explizit Einschränkungen von Grundrechten unter bestimmten Voraussetzungen zulässt. Die bestimmten Voraussetzungen sind geregelt im Schweizer Strafgesetzbuch und im Spezialgesetz. Ich habe diese Schweizer Einschränkungen von Redefreiheit in 4 Hauptkategorien unterteilt. Ihr seht jetzt gerade, dass diese Raum für Interpretationen zulassen. Und dort drin liegt eben auch ein gewisses Risiko. Die Schweiz hat Einschränkungen bei Hassrede gegen geschützte Gruppen. Artikel 261 bis verbietet öffentliche Hetze, Aufruf zu Hass oder Diskriminierung gegenüber geschützten Gruppen. Gefängnis oder Geldstrafe sind möglich. Diese Norm wird regelmässig angewandt. Eingeschränkt ist auch rufschädigende Rede, zum Beispiel Beleidigung gegen Einzelpersonen. Eine Ehrverletzung ist strafbar, gemäss Artikel 173 bis 177 Strafgesetzbuch. Es sind Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahre möglich. Eingeschränkt können ja Äusserungen werden, die die Sicherheit oder Ordnung gefährden. Einschränkungen sind erlaubt, wenn ein gesetzlicher Grund, öffentliches Interesse wie Sicherheit oder Gesundheit und Verhältnismäßigkeit vorliegen. Zum Beispiel während der Corona-Krise hat das Epidemiegesetz dank ebenfalls diffusen Leitlinien wie Ausrufung einer besonderen Lage und dann später Ausrufung einer außerordentlichen Lage Gesetzesgrundlage geliefert, für das man die Redefreiheit einschränken konnte. Diese Kategorie hier schaue ich als ziemlich heikel an. Da könnte es dann ganz schnell von guter Absicht kippen in missbräuchliche Zensur, nur weil die Regierung allenfalls Kritik nicht genehm kommt.
Eingeschränkt ist auch Rede, die die Privatsphäre verletzt. Hier ist ein hoher Schutz durch Artikel 28 ZGB und das Datenschutzgesetz gegeben. Das Fazit hier ist also, dass die Redefreiheit in der Schweiz strenger eingeschränkt ist als in den USA. Hier ein paar konkrete Beispiele von Aussagen, die in Amerika erlaubt, in der Schweiz aber problematisch oder strafbar wären. Hier ein paar Beispiele, die den Unterschied zwischen den USA und der Schweiz bei der Redefreiheit deutlich machen. Am Stammtisch macht einer folgende Aussage. Der ist gefährlich und gehört nicht in unsere Zivilisation. Das sollte in der Schweiz verboten werden. Das ist in den USA erlaubt, in der Schweiz aber verboten, gemäss Artikel 261 bis Strafgesetzbuch. Diese Aussage ist verrechtlich und herabwürdigend gegenüber einer religiösen Gemeinschaft. Zweites Beispiel. Ein Blogger schreibt über eine bekannte Politikerin. Sie ist korrupt, dumm und völlig unfähig. Eine Schande für das Parlament. Das wäre in den USA erlaubt, in der Schweiz aber heikel bis verboten. Das könnte ein mögliches Verfahren wegen Ehrverletzung, Artikel 177 Strafgesetzbuch, auslösen. Dann drittes Beispiel. Ein Leser schreibt einen Zeitungskommentar. Die Behörden haben uns über Masken und Impfstoffe getäuscht. Ich traue deren Empfehlungen nicht mehr. Auch das wäre in den USA erlaubt. In der Schweiz könnte es aber strafbar sein, gemäss Artikel 75 Epidemiegesetz, wenn diese Aussage gezielt ist gemacht wurde, um die Akzeptanz von Schutzmassnahmen zu untergraben. Vor allem während dieser Krisenphase. Dann haben wir ein viertes Beispiel. Eine Mutter sagt einem Elternabend. Ich finde es falsch, dass Kinder in der Schule über Geschlechtsumwandlung lernen. Das ist ideologische Indoktrination. In den USA erlaubt, in der Schweiz aber eventuell problematisch, gemäss Artikel 261 bis Strafgesetzbuch, weil solche Aussagen als öffentliche Abwertung oder Feindseligkeit gegenüber einer geschützten Minderheit gewertet könnten werden. Und dann noch fünftes Beispiel. Ein verärgerter User postet auf dem Internet. Digitales Zentralbankgeld wird nur eingeführt, um uns kontrollieren zu können. Das ist der Anfang vom Überwachungsstaat. Das ist in den USA erlaubt. In der Schweiz wäre das grundsätzlich auch erlaubt, aber bei gleichzeitiger Herabsetzung von bestimmten Beamten oder Institutionen könnte das aber eine zivilrechtliche Persönlichkeitsverletzung nach Artikel 28 ZGB auslösen. Und jetzt, wie gäng am Schluss, noch mein Senf dazu. Dass man in der Schweiz das Fünfe und das Weckli haben betreffend Redefreiheit, kann ich gut verstehen. Also, dass man die Redefreiheit schützen von jedem Einzelnen. Aber dann gleich nicht ganz, falls der etwas sagt, was man doch einfach nicht sagt. Man muss einfach zuerst selber erleben. Wenn es auf das Mal heisst, wegen etwas, das die Mehrheit glaubt, darfst du jetzt deine Meinung nicht mehr sagen, ohne Konsequenzen. Wenn es einem selber bereicht, dann merkt man dann schnell, wie gefährlich es werden kann, wenn man das Kollektiv über das Recht des Einzelnen stellt. In einer Welt, in der das Kollektiv mehr zählt als der Einzelne, gibt es dann immer einen Weg, dass die profitieren, ein grösseres Kollektiv finden, das es gerechtfertigt, dass man eine Minderheit unterdrückt oder zensuriert. Wegen dem Kollektiv Europa muss man halt auf schweizerische Eigenheiten verzichten. Oder wegen dem Kollektiv globale Welt muss man halt auf Selbstbestimmung der einzelnen Länder verzichten, etc. Es gibt dann immer ein grösseres Anderes, das wichtiger scheint als der kleine Einzelne. Mir passt auf alle Fälle in Sachen Redefreiheit die klare Vorgabe der amerikanischen Verfassung. Auch in Amerika müssen sie gäng wieder neu dafür einstehen und dafür kämpfen. Aber grundsätzlich stellt man die Redefreiheit des Einzelnen über einen Kollektivgedanken. Aber was weiss ich schon, als ehemaliger Badmeister und Velomech. Hey, voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Ganz herzlichen Dank erneut an alle die mich wieder finanziell unterstützt haben. Ob grossen oder kleinen Batzen, alles zusammengenommen gibt mir die Möglichkeit, so Beiträge wie diesen heute zu recherchieren und zusammenzustellen. Ich denke, ihr seht es, mir macht das eine grosse Freude. Und darum nochmal ganz herzlichen Dank an euch. Ebenfalls wieder eindrücklich war, von wo ihr überall zuschaut. Wir werden gäng mehr, und ich meine jetzt nicht nur hier beim Vogunten. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Also nicht vergessen, sagt mir auch das mal, von wo ihr zuschaut. Also, merci fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!